Servus beinand, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing, ein Bastel und vielleicht ein Kochvideo. Ihr wisst ja, ich bin total begeisterter Outdoor-Gucker und ich habe aufgerüstet. Schaut sich das mal an. Dieses schöne Teil hier. Gleich starten wir los mit diesem tollen Teil. Ein Hotwok Double 2x10 kW. Das ist genau das, was mir hier draußen noch fehlt. Und noch ein paar Sachen. Gut, hier sowas kennt ihr ja. Das Messerle, das kleine. Dann, was nicht fehlen darf. Die Pfannen sind euch ja auch ein Begriff. Eine schöne Paella-Pfanne, schaut sich das mal an. Nagelneu, die werden wir heute auch noch einbrennen. Voll begeistert. Ja, hier Haufen Werkzeug. Das hier darf natürlich auch nicht fehlen. So ein Ring, da kann man den Wok dann draufstellen. Das legen wir mal darüber, damit es nicht verloren geht. Ihr kennt es ja. Und einen neuen Wok. Zum Vergleich mal für euch. Schaut sich das an. So schaut der aus, wenn er nagelneu ist. Ihr müsst dann noch so ein bisschen vorbereiten und einbrennen. Aber das ist auch keine Riesenaktion. Und damit ihr mal seht, was das Zeug aushält. So schaut der aus, wenn man damit ungefähr, ich würde sagen, gute 100 Mal gewockt hat. Da soll mal einer sagen, ich bin nicht woke, gell? Den stelle ich euch daher, dann könnt ihr den bewundern. Ja, und hier der neue dazu im Vergleich. Nur ein bisschen mehr Patina, was wichtig ist für den Geschmack und was natürlich auch wichtig ist für die Oberflächenbeschaffenheit, dass die richtig dauerhaft stabil ist. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Unboxing. Es ist so eine geile Firma, dass ich von der immer wieder nur schwärmen kann. Ihr kennt ja das kleine Teil, das verlinke ich euch da oben. Es gibt es auch als Einzelding, als Einzel 12 kW Station oder irgendwie sowas, die auch brutal ballert. Ich glaube, wir machen das auf die Cowboy-Art. Das ist so viel zu krass. So. So machen wir das. Immer kontrollieren, dass nicht noch irgendwo was versteckt ist, weil bei dem anderen waren hier noch ein bisschen Schrauben. Die sind aber wahrscheinlich eher im Unterteil. Da geht es nicht verloren. Und was machen wir damit? Genau, wir legen es darüber. Schaut euch mal dieses schöne Zeug an. Das sind die Füße. 4 Stück. Das sind die Schrauben. Das ist das Untergestell und das ist das Herz aus Messing. Den Zusammenbau spare ich euch jetzt. Den könnt ihr euch da oben anschauen, weil das funktioniert genauso wie der kleine. Hoffe ich. Das zeige ich euch noch. Das sind so doppelfunktionale Brennringe. Da kann man nämlich den Wok reinstellen und die Paella-Pfanne und diese Plancha Grillgitter Dinger. Beschreibung, die lesen wir natürlich als Mann nicht, gell? Wisst ihr, wie das ist? Auch da drüben geparkt. Und dann kann die Action losgehen. Hier noch schnell für euch zum Herzeigen geholt. Die Teile hier mit so einem Bajonettverschluss. Und dann sitzt es hier. Bombenfest. Ich freue mich. Das wird wieder richtig, richtig cool. So, lasset die Spiele beginnen. Ihr braucht einen 17er, einen 10er, einen 13er. Klar, den braucht man immer. Das ist der, der auch nie irgendwie da ist. Und einen großen Kreuzschlitz. Langsam
damit ihr nicht schneller seid als die Trägheit des Klebers. Und dann wird das wunderschön. Kleines Tütchen mit Babbeln kann man immer brauchen. Schaut, wie lieb die sind. Nur auf einem ist der Aufkleber drauf. Ist doch auch wieder perfekt. Das haben wir doch viel schneller. Zack, zack, zack. Kann es gar nicht erwarten, weil ich so dermaßen Hunger habe. Und ich möchte das natürlich auch gleich mit euch hier ausprobieren, das ganze Teil. So, gehört von innen rein, logisch. Dann schauen wir mal, es sind 4 Stück, also müssen es 4 Schrauben sein. Das sind 6 Schrauben, also sind die für irgendwas anderes. Distanzring, Sprengring, Mutter. So wie wir es gelernt haben, gell? Und dann geht es nämlich nie wieder auf. Damit reguliert man dann so ein bisschen die Strömung. Und wenn es perfekt ist von der Hitze, dann ist die Flamme blau und nicht mehr gelb. Aber das, glaube ich, weiß eh jeder. Und dann würde ich sagen, kann man den ganzen Spaß schon umdrehen. Jetzt drehen wir den mal, drehen wir den mal so um, damit ihr das schöne Messing hier seht. Und ballern auch gleich mal diese Teile hier rein. Also wie gesagt, hier Bajonettverschluss, den setzt sich hier so ein. Klack ist der zu. Da genau das gleiche. So, dass man hier schön Hotwok lesen kann. Kommt hier rein. Bam. Und schon ist der Cowboy glücklicher als je zuvor. Ihr habt es gesehen, alles in allem wieder ein unglaublich robustes, schweres, wildes Teil, das euch lange, lange Spaß bereiten wird. Es fügt sich da alles richtig schön ein, also es funktioniert echt cool. Es ist schön ausgewogen hier, ihr seht es rutscht nicht irgendwie komisch hin oder her. Das Teil hier hat einen guten Stand. Und auch diese geniale Plancha, wo ich euch auch schon mal verlinkt habe da oben, die sitzt hier auch einfach perfekt drinnen. Muss halt gucken, wo der Rand ist. Und wenn sie dann innerhalb vom Rand ist, so, dann passiert hier nichts mehr. Hier mal restlos begeistert, also echt voll. Schaut sich an, wie schön das hier alles ist. Jetzt kommen wir zum Kochen. Der Hammer die Macht und der Amboss die Ruhe. Bist du der Amboss, sei geduldig, bist du der Hammer, schlag zu. Si enemen coses, verpaziantissime, si malois percuti fortitar. Tief im Gestein erwachte das Erz, für meine Arbeit Atem und Herz. Feuer und Luft machen es weich, das Wasser macht's hart und Waffen gleich. Ich spür den Koks, hör wie er kracht, der Blasebalg lebt und das Feuer erwacht. Das Eisen liegt schwarz in der rauchenden Glut. Was soll ich noch sagen? Hotwok. Kauft kein Glump, ihr müsst es weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch. Ich pack's mit der Zange, halt es bereit. Der Amboss ist still, gleich kommt seine Zeit. Der erste Schlag immer tief und schwer, aus Erz wird Form und aus Form